Da habe ich jetzt über 10'000 Reichweite und 15'000 Impressionen. Aber gut, das Bild ist auch ein bisschen freizügiger wie die anderen. Also ich glaube, dort durch 6, maybe sells. Können Sie mal anschauen, auch vor dem Essen? Ja, das ist cool. Wir suchen gerade eine Location, um das Outfit zu fotografieren. Und da schauen wir halt ein bisschen auf die Farben, die rum sind und dass der Hintergrund nicht allzu langweilig ist, auch, oder? Dass etwas passiert. Yes, das ist ein richtig cooles Kaffee. Ich bin Nives, ich bin 27 von Zürich und Influencerin. Was meinst du? Was wollt ihr vorstellen? Hol mir schnell meine Sonnenbrille. Das ist Andrea Monika Hug, eine mega gute Kollegin von mir. Und sie ist Fotografin und auch Influencerin. Die meisten Influencer haben jemanden, der sie fotografiert. Viele haben auch einen Hausfotograf, also immer den gleichen Fotograf. Da kommt halt auch alles aus einem Guss. Und ich tue halt gerne experimentieren und dann auch gerne mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten. Das war gut. Oh, mega cool. Ja, gefällt mir. Wir sind jetzt so zum Outfit, es geht wirklich auch um die Latzhose, das sollen wir gut sehen und soll ein bisschen rausstechen vom Bild. Und darum finden wir jetzt die Location recht cool, auch mit der Leuchtschrift hinten. Es ist so ein bisschen urban und es passt auch zu Zürich. Hock im Fall gleich drauf auf. Also ein Teil von dem Outfit ist jetzt gesponsert, zum Beispiel die Hose, die Latzhose und der Rucksack. Bei dieser Partnerschaft ist es jetzt so, dass sie mir Kleider geschickt haben und ich dafür einen Post mache eigentlich. Das habe ich da genau probiert. Okay. Ich meine, es ist schon krass. Wir haben jetzt 176 Bilder gemacht und schlussendlich kostet es 2. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt zwar, ja. Also das auf Instagram, das bin auch ich. Also ich laufe so auch sonst rum. Das ist wirklich so. Das ist geil. Rat mal, was ich... Darf ich das als Outtake? Ja. Happy Nives. Ich mache gerade einen Post. Ich poste meistens am 12 Uhr posten unter der Woche, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann die meisten Leute erreiche. Jetzt habe ich es geteilt. Das ist auch das Bild, das Andrea gemacht hat, letzte Woche. Und bei mir geht es jetzt hier in diesem Bild um Nägel. Es ist auch ein Markenzeichen von mir, dass ich ein bisschen spezielle Nägel habe. Das ist auch eine Leidenschaft von mir, dass ich ein bisschen experimentiere mit denen. Und ich gehe die immer an einem bestimmten Ort machen, wird darum auch oft gefragt, wo machst du deine Nägel? Und um ihnen zu zeigen, was ich jetzt diesen Monat für Nägel habe, habe ich es kombiniert in einem Porträt. Da hat jetzt einfach jemand mega Freude an diesem Bild, was mich wiederum auch sehr freut. Und ich kommentiere dann ein bisschen zurück mit ein bisschen Nives-Emojis. Die erste Stunde entscheidet meistens auch, wie gut ein Post ankommt. Also innerhalb der ersten Stunde auf die Likes kann man sagen, wenn man jetzt in der ersten Stunde vielleicht 200 Likes hat, hat man am Ende des Tages dann so und so viel. Also man kann es zum Teil dann ein bisschen ausrechnen, wie gut der schon gelaufen ist nach einer Stunde. Dann lasse ich den jetzt mal im Hintergrund laufen und hoffe, dass dann noch mehr Leute ein bisschen Freude werden an diesem Bild haben. Und ja, ich würde sagen, mal zum Mittag machen, bevor es zum nächsten Shooting geht. Ich könnte mir Influencer noch beschreiben. Ich finde ja das Wort ganz, ganz schlimm. Ich bezeichne mich selber auch nicht gerne als Influencer. Ich bin doch dann der Blogger und der YouTuber. Kann man sagen, Meinungsträger. Meinungsträger, Opinion Leaders sagt man ja, glaube auch. Und das sind halt einfach Leute, die Einfluss haben im World Wide Web und auf den sozialen Netzwerken. Und Leute können quasi Inspiration liefern und
Meine ist, mach das, was dir gefällt. Das klingt so nach einem abgedroschenen Werbespruch für irgendwie, weiss auch nicht was. Aber es ist wirklich so, weil ich habe auch lange überlegt, soll ich jetzt meine Haare so färben und so, und dann vielleicht kommt das nicht gut an. Und ich habe es einfach gemacht, weil ich es wollte. Und ich habe dann auch gelernt, mit dem schrägen Blick umzugehen. Und ich weiss, dass ich mit den Piercings und dem Styling und so vielleicht ein bisschen gegen den Strom schwimme. Aber es macht mich glücklich, ich kann mich ausleben. Und ich glaube, viele Leute können sich immer noch nicht entfalten, weil sie Angst haben vor verurteilt werden von der Gesellschaft. Und darum ist meine Botschaft eben, bist du selber und mach das, was du willst. Und dann ist alles gut und man kann alle Blicke bewältigen und alle blöden Sprüche auch. Und das ist eigentlich so meine Kernbotschaft, die ich verfolge. Klar, ich kann vielleicht nicht die ganze Masse irgendwie mutiger machen oder mutiger stimmen, aber auch wenn es nur 2, 3 Leute sind, die sagen, hey, du hast mich ermutigt, aus mir rauszukommen und das zu machen, was ich will, dann habe ich schon für meinen Teil mega viel gemacht und bin mega glücklich und finde es auch schön. Die Leute folgen mir wegen dieser Leichtigkeit und ich fände es dann irgendwie falsch, da so politische Statements reinzunehmen. Aber was ich sicher wichtig finde, sind feministische Themen. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Und sonst, ich finde, das passt nicht auf meinen Kanal und ich glaube, das ist auch mega okay. Wenn ich jetzt da meinen Feed durchgehe, dann ist es Nives da, Nives dort, Nives und Nives in der Ferien und Nives war da noch. Das ist natürlich schon recht krass und das wird einem selber, es gibt so Zeitabstände, wo man irgendwie das mega vergisst oder einem das nicht mehr so und dann manchmal ist plötzlich wieder so, hey, schon wieder so ein Bild und so. Also ich finde, es hat nicht mit Selbstverliebtheit in dem Sinn zu tun, weil ich will ja Inspiration liefern und ich könnte natürlich auch eigentlich ein Model nehmen, wo ich dann einkleiden als Stylistin und sie fotografieren. Aber es ist halt dann einfach der Look. Und ich finde, gerade bei Mode macht es den Mensch aus und die Persönlichkeit dahinter eben auch. Und das verfließt ja dann zu einem Ganzen. Und darum ist es notwendig, dass ich auf den Bildern abgebildet bin. Einfach so, so rüber. Ist gut. Perfekt. Das wird nachher ein Fashion-Mood-Video für meinen Wilma-Kanal. Ich bin auf dem Influencer-Kanal von Wilma drauf. Für diesen Kanal werde ich ein bisschen exklusiven Content machen und da zählt das Fashion-Video auch dazu. Das Video ist nicht bezahlt, ich habe aber Kleider zur Verfügung bekommen, wo man auch im Video anschreiben, was für ein Brand das ist und wo man es kaufen kann. Für die, die es interessiert und es gerne möchten nachkaufen. Das war eigentlich einfach ein Sponsoring. Wir Influencer verdienen auch mit Sponsored Posts. Und ja, dort ist es bei mir jetzt persönlich mega wichtig, dass ich das Produkt wirklich brauche in erster Linie und natürlich auch gut finde und einfach die Marke an sich kann vertreten. Das sind so meine Hauptkriterien und dann kann ich das mit sehr gutem Gewissen promoten. Vom Influencer sein kann ich nicht leben. Ich arbeite nur 60%. Das ist mir aber auch sehr wichtig, einfach nur schon auch die Abwechslung zu haben. Und ich bin durch das viel freier und muss nicht jeden Job annehmen. Andersrecht. Die Leute haben oft das Gefühl, dass wir Influencer einfach schnell ein Foto machen, einen Filter drüber hauen und es dann einfach posten und uns irgendwie auch gar keine Gedanken machen. Was ich mega schade finde, weil eben das Video zum Beispiel, das wir jetzt heute geshootet haben, da ist das Konzept dahinter. Wir haben gewusst, wo gehen wir hin, was für ein Outfit werde ich haben. Und ja, das hat einfach wirklich auch Zeit beansprucht und dann auch das Filmen selber, das Schneiden und dann bis zum Publizieren ist es doch noch ein weiter Weg dann. Es wird nicht mega etwas anderes, aber vielleicht kommt dann noch etwas dazu an Farbe. Wir müssen mal schauen. Ich freue mich mega. Ja. Was hast du dir vorgestellt?
Ich würde eigentlich sicher wieder das Lila, das wir letztes Mal hatten. So ein bisschen aschiges Lila. Ja, ich würde sagen, es ist schon zu meinem Markenzeichen geworden. Die Leute sagen, das ist doch die mit den pinken Haaren oder den lila Haaren. Das wäre sicher mutig, wenn ich jetzt würde sagen, ich mache jetzt wieder eine Naturhaarfarbe oder einfach schwarz oder einfach nicht bunt quasi. Aber ich bin noch nicht so weit. Eines Tages vermutlich wird das schon passieren, aber jetzt habe ich noch so Spass daran am Experimentieren. Es wird sicher noch eine Weile so sein. Ich habe sehr viele Likes auf gerade Bilder nach dem Coiffeur mit irgendwie neuen Haaren oder Extensions oder irgendwie Farbverläufen, die ganz anders sind. Ich glaube, man würde lügen, wenn man würde sagen, man ist nicht enttäuscht, wenn es irgendwie weniger Likes oder mal Follower, die man verliert, gegeben hat. Aber das passiert. Da gibt es so viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Und ich probiere es dann nicht zu nahe an mich heranzulassen. Also das nicht. Aber klar, im ersten Moment ist man sich schon ein bisschen enttäuscht, weil man macht doch alles mit Herzblut, man gibt sich Mühe. Also da sehe ich jetzt gerade 22 Kommentare und 557 Likes. Ich sehe, ich habe mit dem Bild knapp 7000 Leute erreicht. Also nein, Impressionen, sorry. Und die Reichweite sind knapp 5000 Personen erreicht. Ist okay. Es ist wahnsinnig, wenn man es mit einem anderen Bild vergleicht, wo ich da zum Beispiel 998 Likes habe. Wenn ich da auf die Impressionen gehe, sind es fast, also es sind über 9000 und Reichweite fast 7000. Und das kann an der Zeit liegen, es kann an der Stimmung des Bildes liegen. Und das Bild ist jetzt nicht mega anders, sicher ein bisschen stimmiger, vom Mut her, Sonnenuntergang, aber ich glaube, man kann es nicht aufs Bild gehen. Es ist halt einfach, ich hatte da eine gute Zeit um es zu posten. Ich weiss noch, es war am Sonntagmittag und irgendwie sind dann alle online. Wow, sie. Hoppa. Mega. Yes. Danke vielmals. Hallo Lütlis. Das ist das Resultat heute von Davide. Also ich spüre sicher auch ein bisschen eine Sättigung jetzt schon von dem Influencer da sein, dass halt gewisse Brands das ausprobiert haben und nicht das bekommen haben, was sie sich eigentlich erhofft haben oder dass jetzt eigentlich jeder Influencer ist und so. Und ich verstehe das mega, die Sättigung ist absolut da und darum ist mir halt einfach auch wichtig, dass ich mich eben noch auf YouTube mir kann etwas aufbauen kann, auch mit Moderationsjobs und Sachen aus dem Journalismus, die ich ja doch von Grund auf gelernt habe, das irgendwie einfließen lassen und noch andere Plattformen finden, meine Kreativität auszuleben. Ich habe Spass an dem, was ich mache, das ist mir immer am wichtigsten und ich mache mir jetzt da nicht mega die grossen Gedanken, wo das jetzt in 2 oder 5 Jahren anführen wird.